Mazel Tov! Heuer ist der Vorwärts geworden, 120 Jahre alt. Die Zeitung, was ist gegründet geworden in 1897, hat geholfen, unerschwer Immigranten sich zu passen zu sehr neuen Heim in Amerika. Der geben sie die Neues, Eizes, alles was ihm gedarft, in getan auf sehr Sprach Jiddisch. In den 1930er ist der Tirage von der Vorwärts gewesen 275.000 Tag und hat gehabt eine Spur auf dem Weißen Haus und über die ganze Welt. Einer von den bekanntesten Redaktoren von dem Vorwärts ist gewesen Shimon Weber. In den 1960er und 70er zuerst wie ein Stadtredaktor und dann noch wie ein Chefredaktor ist gelaufen auf alle Pressekonferenzen, sich getroffen mit Präsidenten wie Gerald Ford, gefahren über die Welt und gefahren in Yisroel als Sachmul, wie sich bekannt und oft geschmiest mit hochrangigen politischen Figuren. He met with Golda Meir many times, Moshe Dayan quite a few times, with Peres, with almost any luminary, the 50s, 60s and 70s for sure. Ich habe geschrieben einen Brief zu dem Redakteur Shimon Weber und vorgelegt, ich bin doch gewesen ein College-Student und ich habe gesucht Sommerarbeit, wie alle College-Studenten suchen Sommerarbeit, habe ich ihm vorgelegt, dass ich bin bereit zu arbeiten in der Redaktion von Vorwärts. Ich habe gesagt, ich kann übersetzen Neues, ich kann sein Korrespondent. Und ich bin gewesen schockiert, als er hat sich positiv abgerufen. Er hat mich hereingerufen zu sich in Kabinett und mir vorgelegt eine Stelle. Es war Sommer 1976. Es waren 3 Sachen in jenem Sommer. Leute sagen, der erste war the Bicentennial. Es geworden 200 Jahre sind der Unabhängigkeitsdeklaration. Und es war eine große Geschehnis und Tage in Hudson. Ich kann zugehen vom Vorwärts zum Hudson-Teich und sind die riesigen Schiffe, alle Schiffe, willkommen 200 Jahre Amerika. Ist das eine Geschehnis? Die zweite große Geschehnis war die Entebbe-Aktie. Ja, wenn arabische Terroristen haben verhaftet ein Aeroplan mit den Passagieren und es gelandet in Entebbe in Uganda und Israel hat gemacht also eine außergewöhnliche Operation von Fliehen dahin und Abraten von allen Passagieren. Ist das ein wunderlicher Neues, ist das ein dramatischer Neues. Wegen die alle Sachen, die man gerade schreiben im Vorwärts. Und die dritte Sache ist gewesen der demokratische Convention zusammen vor, wenn man da ist geblieben Jimmy Carter, wie das kann. Also es ist gewesen wichtige Neues in Meschach von dem Sommer. David hat stark an Nuhe gehabt von seiner neuen Stelle wie ein Reporter für eine jüdische Zeitung. Avram Schulman, der Humorist, pflegt sich reizen mit ihm, was David, ein stiller, intellektueller Bucher, wird sich gemerkt etwas auslernen von Yitzchak Bashevis Singer, was hat geschrieben die heiße Liebesszenes in den Saaten von dem Vorwärts. Aber einer von seinen Mitarbeitern, der Neues-Redaktor, Meir Sticker, hat es gewesen ein Stückel Tschudak. Meir Sticker gewesen ein jüdischer Poet, geschrieben eine Sachbücher Poesie. Und wer es wollte gelesen seine Poesie, wollte gemeint, dass er sehr ein lyrischer und ein viel romantischer Poet. Das ist auch ein sehr gebildeter Mensch. Aber, wenn man ihm angeguckt, hat er ausgesehen wie ein grober Junge. Erstens hat er gerechnet, dass solche große Zigarren und Asches allemal gefallen über seine Kleider. Er hat getragen lächerliche Jacketten, rote Jacketten, aber so hell, scheinendig rot. Er hat ausgesehen wie, ich weiß, Barnum Bailey, etwas von einem Zirkmeister. Er hat ausgesehen lächerlich und mit sehr grillzigen Kohl. Also, wer wird sich vorgestellt, als der bitterer und ein bisschen grober Mensch ist in seinen Ksovim als ein lyrischer Poet und als ein gebildeter. In was hat David getracht von dem Chefredaktor, Shimon Weber? Ich habe sehr wenig direkte Beziehung mit Shimon Weber. Er pflegt selten, wenn er reinkommt in ein neues Zimmer, kommt keinmal nicht.
Und in allgemein sind alle gewesen zufrieden mit dem, weil alle haben Meure gehabt für ihn. Er gewesen ein Diktator. Er hat gekannt, schreien und lieb gehabt zu schreien. Seine Persönlichkeit ist nicht gewesen kein geringe. I know that my father had a reputation among his colleagues and those who worked for him of having a bad temper. He could explode on a dime for anything. One, I think, is that editors generally and legendarily are very demanding individuals who don't tolerate flaws, and they just don't have the patience. They're under deadline, they have high standards, and they want it done the way they want it done, when they want it done. Yiddish was really my father's life. By the time I was a teenager, even though he knew I was not going to become a Yiddish speaker because it was too late, he would still sit me down and read to me a paragraph from something he had written and make me listen to it and make me understand and appreciate why it was so well stated. He just loved the language. In der Emerson ist die Vorwärtsredaktion Tage gewesen, a jiddisch Weltele für sich. Ich habe sich gefühlt, damals sehr erwachsen und als ich tue eine große Sache für die jiddische Presse. Jetzt trachte ich, es hat mir gegeben ein bisschen einen Reinblick in das Zwiebel von jiddischen Schreiber damals, wie ein Innenwenigster. Jetzt gucke ich auf den mit der Sache, mit der Schmeichel.